Freunde, für uns steht die letzte Mission der... Okay. Ich meine, ich will es gerade schön zum Part einleiten, plötzlich fliegt alles vom Himmel herunter, es fängt an zu pissen, alle verziehen sich, ist natürlich schön. Ja, es geht um die Stelle, um die Quest mit den Stellen, wo wir jetzt bei der letzten Quest quasi dran sind. Da fliegt ein schöner Drache rum, ist leider nicht Zelda oder der Lichtdrache, der Weißdrache, wie auch immer wir eigentlich bräuchten. Sondern es geht darum, dass wir offenbar etwas... Ja, jetzt wird Piss ist doof zum erkunden. Es geht darum, dass Zelda offenbar entführt wurde. Ich meine, wir wissen natürlich, dass es gar nicht sein kann. Denn dass er irgendwie unendlich Celsius umtreiben, von denen wissen wir bereits. Und was natürlich auch wissen mittlerweile, spätestens seit Folge 100, sogar ein bisschen früher, dass Zelda zur Zeit in Gestalt des Lichtdrachen unterwegs ist, also gar nicht hier sein kann. Jetzt ist halt die Frage, es hieß, war irgendwie die Rede von einem Spalt. Zelda irgendwie in einem Spalt oder so hier unterwegs wäre bei den Zwillingsbergen. Wir wollten rein gerade festhalten, aber okay. Das Spiel sagt nein. Gucken, ob hier irgendwo etwas ist. Würde mich ein bisschen wundern tatsächlich. Aber als Nacht, weil es gerade regnet, das ist total doof. Ein Spalt, ein kleiner Spalt, ja. Ist auch noch ein bisschen hoch, wa? Ne, komm Leute, das bringt so nichts. Das ist doof. Also meine Nacht zu suchen, zum anderen, wenn es gerade regnet, weiß ich ja gar nichts. Eine Senke oder ein Spalt, sowas war irgendwie in der Rede und ja, das ist irgendwie in der Rede von den Zwillingswellen der Fall ist. Wir sind ja bei den Zwillingsbergen, dass es irgendwie sein wird, ist glaube ich klar. Da vorne. Ah, die Fee. Schieben die Leute immer so. So, wir wollen gerne ausruhen. Und ab wann ist der Sturm verzogen? Na, bitte einmal pennen, wenn es geht. Hallo, komm her. Hi. Ah. Oh. Ja, komm, ich nutze die mal. Oh. Diese Stallpunkte endlich mal weg. Ich meine, ich finde die Idee grundsätzlich ja cool davon, aber ob man sie auch braucht, ist eine andere Frage. Ah. Oh. Oh, oh. So. Kein Regen mehr, sehr schön. Also ich meine, Spalten und sowas in da finde ich ja überall ein bisschen. Das ist, was ich gerade suche. Das ist dort gelandet, oder? Ja, da unten ein paar Gegner. Das ist doof. Habe ich sonst gar nichts, was wir mit Zeitumkehr zurückschicken können in den Himmel. Hoch. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Das ist immer gerade eine doofe Idee von mir. Ja, wobei, immer alles gut. So. Einmal zurück in den Himmel, bitte. Sehe ich schon mal nichts. Da sehe ich irgendwie auch nichts. Warte mal, ein Drache war hier oben aber nicht, wa? Oh. Hier?
Es regnet schon wieder. Ah. Aber nicht irgendwie... Ich meine, doch, ihr habt theoretisch noch eine Forschausrüstung, wa? Und nur 2 Teile, aber immerhin. So. Puh. Wieder wechseln, Freunde. Wieder wechseln. Hühlegewand. Nee, wo ist mein Recken-Dingsbums? Erstmal die Hühlehose. Eine Hose wäre nicht schlecht. So. Link, hilf mir! Ja, natürlich schreit... Okay. Da werden gerade üble Gegner auf uns zukommen. Bin nur eine Fake-Zelda. Du musst es wirklich sein, Link, wenn es dir gelingt, einen derart massiven Käfig zu bewegen. Nein, ich dachte doch, dass wir was ins Netz gehen, wenn ich Zeldas Köder verwende. Aber ich hätte nie gedacht, dass es so ein dicker Brocken sein wird. Also alle mal herhören. Link, was so nett, uns mit einem Besuch zu beehren. Auf ihn! Okay. Ja, hau einfach ab, ist auch gut. Du kannst noch kontern. Leute, ihr nervt gerade ein bisschen. Ah. Meine Supporterweisen, war manchmal eher Fluch als Segen. Okay, man waren 3 Novizen, also. Aye. Weiß auch nicht. 3 Offiziere wären es eine größere Herausforderung gewesen. Ah. Jo, alles geritzt. Do. Sag mal, was ist denn hinter dir her, Kollege? Weil ich Link bin? Ah. Die kleinen Vögel sehen schon nichts mehr. Dies muss das letzte Gericht um Präsident Zelda gewesen sein. Ich werde Kledes alles berichten. Also, Nesthead, noch ein letztes Mal. Hier ist dein Lohn. Goldener Rubin. Amerika ist vorbei. Ach Quatsch. Die News schlafen nie. Vor allem die Fake News nicht. Ach, was hatten wir für einen Spaß, Kollege? Er tut schon so, als wäre das Let's Play vorbei. Hasta la vista, Baby. Nee, Freunde, ist noch lange nichts vorbei. Aber zumindest mal die Dinger ist vorbei. Da bin ich auch gar nicht mal so undankbar, tatsächlich. So, noch ein paar Schreine zu machen. Nee, ich gehe mal ganz kurz hierher zurück. Nicht zu dem Stall. Hier, zum Kleberkurier. Denn, wir haben in dieser Questreihe ja mitunter schon 2 Kleidungsstücke bekommen vom sogenannten Froschset. Das haben wir vorhin gesehen. Wo ich schon ein bisschen hochklettern konnte, was ja vom, ja, quasi eine Anti-Rutschhilfe ist. Was auch so weit ganz cool ist und so gar kein Thema, aber eben, es ist, ich habe erst 2 von 3 Teilen, mir fehlt noch einer. Der Kleeblattkurier, soll jetzt mal auf die Karte nachgucken, dann sehe ich es von hier aus. Ja, sehe es von hier aus. Die Brücke müsste ja wieder stehen. Jo, perfekt. Ja, ist auch irgendwo da oben. Aber natürlich war Medus auch verschwunden, war einfach zack, bumm, weg. Aber ja, das ist so ein Thema. Hatte ich schon mal vor 3, 4 Folgen diskutiert. Beziehungsweise erwähnt. Ja, da die offizielle Erklärung von Nintendo ist. Ja, die Sheikah-Technologie hat ihren Zweck erfüllt und jetzt ist sie weg. Mysteriöse Art und Weise. Was sagen soll. Hier ist die Belohnung, die ich versprochen hatte, die Krötenkapuze. So.
Mit dem Gespräch. Abflug ist schon weg, war er. Dann nicht gut darin, so ein Gefühl zu sein oder so. Das kann sein. Aber Suche nach der Wahrheit komplett geschafft und wir haben somit auch das, ich sage jetzt mal, Krötenset komplett. Endlich. Endlich ist auch das Ding erledigt. Very nice. Sehr gut. Die große Frage ist immer noch, wo zum Henker Zelda abgeblieben war. Den Schein haben wir auch noch, wa? Bei Schloss Hyrule. Ich muss immer wieder dann bei Schloss Hyrule vorbeigehen, weil irgendwo soll dann noch ein wichtiger Hinweis sein, haben wir mal irgendwas gelesen. Ein wichtiger Hinweis bezüglich wegen der Versiegelung von Ganondorf und so. Tatsächlich. Wo ich mich frage, woher kommt er plötzlich? Weil der war nie da. Also auch bei BOTW nicht. Aber ja, machen wir später, Freunde. Im Prinzip haben wir Schloss Hyrule soweit schon mal abgegrast und ja, war soweit ja auch durchaus jetzt mal spannend. Wir haben noch einiges gesehen dort. Trotzdem hätte ich gerne mal ein Schloss Hyrule, was nicht irgendwie von Miasma oder Schlamm des Hasses oder so zerfressen ist und wir einfach ganz in Ruhe und gechillt durchforsten können. Wäre schon wieder mal geil. Stützstruktur. Okay. Ah, ja, ich sehe schon. So, das war jetzt relativ easy peasy. Der nächste kann ein bisschen heikler werden. Okay, ich muss da hin, da geht nicht anders, aber zwei Dinger hier. Vielleicht brauche die sogar so, keine Ahnung. Okay. Auch bisher relativ rund war. Da ist eine Truhe da oben, war. Aber da auch noch ein Gegenstand. Fast aus. Ich schätze mal, das mache ich auch so auf die Art und Weise. Vielleicht ein bisschen zu steil? Nö, geht. Der Link hat ja auch viel Erfahrung mittlerweile als Bergsteiger. Aber irgendwie kommt mir gerade der Schrein so bekannt vor. Kurzer Zauberstab. Ja, in der Kürze liegt der Würze. Aber ganz ehrlich, ja, wobei... Ja, komm, nimm doch mit. Hatte gerade zum Kampf ist der eher doof, aber wir haben noch so viele andere Waffen. Okidoki, Jetzt gucke ich doch mal ganz kurz. Das ist zu schmal, das passt so nicht gut. Das heißt eigentlich logischerweise... Warte mal. Ist das so gedacht? Ja, nee, wa? Warum nicht? Kann man auch so machen. Was eine andere Lösung dafür gibt, kein Plan, aber... Wenn es irgendwie im Logischsten, wenn ich es einfach so mache. Doppelter Wandsprung, Deckensprung.
Bandsprung. Ja, ich bin Mario. It's a me, Mario. Wahoo! Wir sehen schlechte Kraft schenken. Ja, danke schön und tschüss. Ah, Zelda, Zelda. Ich suche noch Zelda. Bin ein bisschen hin und her gerissen. Wie, wo war ich jetzt weitermachen? Oh, bin ich gerade falsch. War vom Gucken her. Obwohl, Zelda könnte auch hier hinten sein. Schloss Hyrule. Mein schönes Schloss Hyrule. Wo mir gerade mal so auffällt, es gibt kaum ein Zelda-Spiel, wo wir Schloss Hyrule einfach mal so easy peasy erforschen konnten. Also im Sinne von easy peasy, wo es ja auch irgendwie schon mal zerstört wird oder so, du es komplett erforschen konntest. Das gab's eigentlich nie, so gesehen. Der merkt schon, ich suche nach dem Licht dran, ich suche nach Zelda. Oh, da ist ein Monster unterwegs. Sind wir hier schon wieder? Der Schloss einfach nur die ganze Zeit schwebt. Schon ein krasses Ding, dieses Schloss, wa? Dann war es bei BOTW noch ein bisschen anders hier. Schöne Zahlen, schöne Zeiten. Na gut, komm. Nach dem Drachen zu suchen bringt irgendwie gar nicht viel, aber das Gefühl, das muss ich wirklich mal eine Zwischenfolge machen. Kakariko wäre natürlich eine Option, aber eigentlich wollte ich erst mal Ding machen. Richtung Granell gehen, wa? Ich meine, hier haben wir glaube ich dieses seltsame. Was hier? Bei Kakariko zu. Warte mal, wir kommen von hier. Doch, hier müsste Kakariko sein. Ist dieses seltsame Gebilde, was damals runtergestürzt ist. Ja, muss irgendwie hier gewesen sein. Kanälspitze, da gibt es noch 2, 3 Schreine sogar zu machen. Also wären sogar die ich gerade noch bräuchte. Oder eben, gut, wir haben hier noch einen. Jetzt eigentlich dann Richtung Granell gehen, wa? Nee, komm. Weißt du was? Machen es anders. Also, der Folge mache ich jetzt noch Schreine. Hofer schafft noch irgendwie 3 Stück noch hätten wir direkt 12, also genau das, was ich noch bräuchte. Würde ich dann in der nächsten Folge, wenn wir das mit dem Lichtdrachen machen, also sprich, dass wir dann ein bisschen, ja, gucken, wo taucht er auf, dann gehen wir direkt zu ihm und dann würden wir mal die Materialien fürs Nereckengewand farmen. Und dann glaube ich dann hier vom Stall des Waldes aus Richtung Granell, dann machen wir mal das ganze Gebiet hier. Oder wir machen zwischendurch noch ein bisschen Untergrund, aber können es eigentlich kombinieren, wa? Wenn ich schon mal hier bin. Auch immer noch einen Zugang zum Untergrund geben und dann von dort, ja hier zum Beispiel, was eigentlich eher ein kleines Loch ist, aber egal. Dann machen wir das ein bisschen. Hier haben wir natürlich auch noch einen. Wenn wir natürlich auch machen müssen, allein schon in Koga ist halt hier unten mal, ne? Müssen wir noch hin. Auch hier noch viele Schätze auf der alten Karte, Alter, das gibt noch so viel zu tun. Aber ja, ich glaube, das ist am sinnvollsten. Da ja auch je mehr wir im Spiel vorwärts kommen, ja auch die Mons immer wieder stärker werden. Ich doch gerne mal eine komplette Rüstung hätte, ich bin ganz ehrlich. Komm, ich mache die 3 Schreine hier drüben. Und wahrscheinlich einfach in der Folge, nachdem natürlich wie groß die einzelnen Schreine sind, müsste es einigermaßen gehen. Ich glaube sogar der direkt bei, wie ist der Scheißdorf schon wieder? Taburasa, nein. Mann. Ja, Link friert, das wundert mich nicht. Hateno, dankeschön. Dass der direkt bei Hateno ist, müsste, wobei der ist, ja, könnte aber trotzdem relativ einfacher sein. Die hier sind eher ein bisschen schwieriger zu machen. So, rein da. Rein die warme Stube. Ich habe, glaube ich, bisher noch keinen Schrein gehabt, der irgendwie nicht ein bisschen Wärme versprüht hat, wa?
Also Gefrier oder so haben wir, glaube ich, noch in keinem. Ausbruch. Oha. Ja dann, let's go. Hä? Ja komm, also. Hm. 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 Huch, nein, wohl gar nicht. Der Hinweis zu Ausbruch verstehe ich gar nicht ganz. Hm. So. Hm. Ist aber ganz bis nach oben klettern, oder wie? Oder wie, oder was? Mal gucken, am Rückweg ist nichts mehr. Hm. Also, jetzt hier wäre schon mal, so weit, so gut. Jetzt muss ich irgendwann noch darüber kommen. Aber wozu auch? Gut, ich meine, wir haben natürlich auch hier wieder den Deckensprung. Da ist aber keine Kiste drin, ne? Nö. Okay. Spielt keine Rolle, kann den Deckensprung nie ausführen. Wunderprächtig. Sehr wonderful. Ich meine, warum kompliziert, wenn es auch einfach geht, wa? Langer Zauberstab. Kenn ich? Hab ich? Nein. So. Das scheint relativ logisch zu sein, wie ich das machen muss. Obwohl. Man kann das Ding verschieben. So weit, so gut. Ich kann es hier nicht irgendwie festmachen, das ist das Problem. Ich kann den natürlich irgendwie so positionieren, aber sobald ich dann da drunter bin, kippt er doch. Nö. Yeah. Danke, liebe Entwickler. Hm. Aber lustig ist, ich komme hier gar nicht mehr raus, wa? Weil ich habe keinen Bodensprung, ich habe nur einen Deckensprung. Aber egal. Ich meine, es hieß ja Ausbruch. Und das ist doch ein waschechter Ausbruch. Ausbruch aus dem Käfig und zack, dankeschön. Ich muss zugeben, seit jetzt Folge 100 finde ich die Schreine-Rätsel auch wesentlich angenehmer. Ich hatte zum Teil so Dinge, wo ich dachte, hä, das ist irgendwie so total doofe Rätsel irgendwie. Ja gut, wir hatten eine, ich glaube in der vorletzten Folge, wo ich auch so ein bisschen dachte, hä? Aber es war eher so, weil wir haben es eigentlich richtig gemacht, aber irgendwie hat es sich getriggert. Und ich hatte die richtige Idee, aber nicht die richtige Umsetzung, irgendwie sowas in der Art. Aber ja, kann passieren. Ich muss aber sagen, auch wenn viele, also generell die schicke Technologie eigentlich aus BOTW verschwunden ist, mir trotzdem vor die Teleportation noch auf dieselbe Art und Weise funktioniert.
irgendwie etwas komplett Neues auch mit dem Sonar passiert ist und so. Nee, nee. Und natürlich auch die Möglichkeit, die du mit der Sonar-Technologie hast, mit der Ultrahand und mit der Automatik und so. Natürlich feiert man die, das ist ganz klar. Wechselwirkung. Input erzeugt Output und sowas. Ja? Also, ich habe dort hinten etwas, wo ich hin muss. Da muss eine Kugel rein. Muss die vielleicht da rein? Was macht der Schönes? Hä? Ah, okay. Ja, ich hab's geschnallt, ich hab's geschnallt. Ich will keine andere Waffe dafür nehmen. Dass man das Marshall noch zerbricht, das wäre ein bisschen doof. Bohrer über mir aus. So. Nicht ganz, ne? Da muss ich das Stückchen selber zurückschieben, könnte das sein? Hä? Wieso geht's jetzt plötzlich? Was war jetzt der Unterschied zu vorher? Weil ich wollte jetzt eigentlich nur gucken, ob wir vielleicht noch irgendwas anderes machen müsste. Oh. Ja, okay, aber dann kommen wir direkt da rein, ne? Dann bin ich ja schon fertig mit dem Level. Okay, gut. Das wäre soweit Entschuldigung. Wären die Schreine irgendwie einfacher? Kann das sein? Ich bin gerade verwirrt. Zahl also unbegrenzt. Das liest man gerne. So. Ihn läuft ja gerade ein bisschen schräg, hä? Kann das sein? Also das ist eine frische Kugel, ne, frische Kugel besser gesagt. Okay, jetzt geht's auch wieder. Und das war's. Segenslicht Nummer 11. Tschung, tschung. Die Herzen sind voll, unsere Gebete sind mit dir. Dankeschön. Ich weiß das zu schätzen. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen durch. Ist nichts Neues, ich weiß. Falsch. Obwohl ich gerne wieder mal ein Hühnerschild ausprobieren würde, aber immer Angst, dass das Teil zerbricht und dann stehe ich einfach nackt da. Nein, aber ist ein Hühnerschild, ne? Der heilige Schild quasi. So. Das Ding auch. Sehr gut. Dann fehlt bloß noch der Schrein hier. Und natürlich auf der ganzen Map verteilt, auch mit den Positionen, wo ich noch zwar schon einen Schrein gesehen habe, aber noch nicht aktiviert habe. Ich glaube, wir können locker nochmal 10 Schreine machen. Und werden wir natürlich auch, bei Gelegenheit. Aber ich glaube, generell, wenn wir auch dann die Story um Kagriko machen oder bei den Zoras und bei den Goron, wenn wir auch ein paar Schreine entdecken. Ich glaube, das lohnt sich dann auch, wenn man das zum jeweiligen Zeitpunkt kombinieren kann. So. Leuchtsamen.
Für den Untergrund. Dazu noch was, wo ich jetzt die Frage habe, ob das wirklich irgendwie ein wertvoller Stein sein soll. Ja, nein, vielleicht. Nein, was nicht. Schade. Also, Freunde, der letzte Schrein vorerst war. Und dann hoffen wir in der nächsten Folge einen Lichtdrachen machen. Lichtdrachen ohne Rachen. Wohlgemerkt. Oh. Ja, okay. Entschuldigung, mein Fehler. Hätte natürlich auch wissen können. Ja, weil ich erinnere mich natürlich, das war ja damals, wo es darum ging, den Schrein jetzt zu finden. Das war ja schon eine, ich sag jetzt mal, eine kleine Herkulesaufgabe. Wir wissen ja bei solchen Quests, dass man dann den Schrein quasi in so einer Form kriegt, als Rauros Segen. Also auch völlig okay ist. Im Gegenteil, bei so vielen Schreien bist du sogar froh, wenn es mal so einfach ist. Möge das Segenslicht der Kraft schenken. Verpiss dich. Okay, natürlich jetzt mit der Zeit, wobei wir sind bald bei 40 Minuten, ne? Also insofern eigentlich auch schon fast eine normale Folgenlänge. Zumindest von normalen Let's Plays. Nur eben, wir sind hier bei Zelda, Tears of the Kingdom. Und ähnlich wie bei Breath of the Wild, das sind einfach so Spiele, die sind so riesengroß, da kann sie voll gar nicht lang genug machen. Es gibt noch so viel zu tun hier oder eben auch hier. Oder hier hinten natürlich, Beim Giga-Versteck müssen wir auch mal hin. Und eigentlich auch mal das Sieger-Outfit noch für das Ding. Haben wir da, warte mal, ich dachte, ich hätte irgendwie sogar ein Siegerteil sogar mal bekommen. Haben doch irgendwie so. Hier. Siegeranzug war, aber der Rest fehlt noch. Also gerade so immer alle drei haben, dann könnte ich hier eben hier reinkommen. Aber abgesehen davon fällt mir gerade auf, ich wollte eigentlich wieder mal hierhin zurück, war. Oder mal so eine Markierung, so eine. Nein, nicht hier, hier irgendwo. Hier soll noch ein Schrein sein. Hier auch, da muss ich irgendwie auch mal noch hin. Und zwar, Zugang hier haben wir sogar schon. War ja irgendwie, genau, weil hier ist ja das Ding, also muss da natürlich ein Schrein sein. Da habe ich mal notiert, dass wir hier beim Plateau sind. Schrein des Lebens, genau, ist ja hier. Und da haben wir irgendwie damals was übersehen. Ich glaube auch beim Tempel der Zeit noch irgendetwas. Oder vor allem hier. Hier und hier war irgendwie das Teil, was wir dann. Das ist sogar hier unten. Wo wir den Zugang irgendwie geflutet haben. Was hier mal vergessenen Plateau. Beziehungsweise hier den See, sag ich jetzt mal, entflutet haben, besser gesagt. Da hat dann plötzlich eine Statue gesagt hat, jo, hilf mir und so. Und wir haben gesagt, nee, danke schön, verpiss dich. Das hat doch irgendwie auch etwas mit, hier, deswegen habe ich es hier so markiert, ne, genau. Dass man die Ordner mal zurück müsste. Bei hier hinkommen ist echt gar nicht mal so einfach, weil du ja gar keine, jetzt natürlich halt nicht keine Schreine hast, oder irgendwie, gut, von hier aus, aber von hier rüberfliegen, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Kein Turm, um da schnell hinzukommen. Naja. Anderes Thema, Freunde, ein anderes Mal. Mal gucken, ob wir mit den Batterien noch was machen können. Ich meine, wir haben noch ein paar. Vor allem große Sonanium, aber damit noch ein bisschen was machen. Ich mal wieder offscreen ein bisschen farmen gehe. Das Problem ist halt mit dem offscreen farmen gehen, das kann ich natürlich auch schon machen, vor allem jetzt mit dem Master-Schwert. Aber dann sind halt wieder gewisse Waffen nach kaputt, ne? Das sind nämlich eigentlich lieber so Bomben und so. Oder andere Waffen, wo ich sage, ja, die kriege ich sofort wieder zurück. Weil es nicht so schwierig ist, wieder zu sammeln. Ja, der Waffenverschleiß ist ein Problem. Aber jetzt haben wir natürlich auch das Problem, dass ich hier... Wow, scheiß Blitz. Das Masterschwert schon wieder ausgerüstet habe mit was anderem. Und wäre es blank, wäre natürlich ein ganz anderes Problem. Oder Thema. Nee. Kein Blitzschlag, Alter, vergiss es. Weil er das Maßschwert nutzt, um Fels zu zertrümmern, nachher geht es kaputt und ich verliere das Item drauf, wieder ist auch scheiße. Sachen des Willens. Nee, das mache ich noch nicht. Hä?
Ah, jetzt, okay. Das ist gerade ein bisschen schräg. Ich bitte Vertrauen. Ich warte mal, bis ich alle 4 habe und dann werde ich die vielleicht upgraden. Oder wenn ich einen dritten habe oder so, ich weiß noch nicht genau. Herzen bitte. So sei es, ein neuer Herzcontainer. Kommt jetzt vielleicht sogar eine neue Leiste? Oder scheiß Miasma. Aber den Effekt dafür finde ich cool. Da wir wirklich zum Ende vom BOTW, beziehungsweise jetzt zum Anfang von Tears of the Kingdom ja halt eine komplett volle Herzleiste hatten. Also beide Reihen von dem her und von dem her ist klar. Dass irgendwie... Okay, die erste Reihe geht da voll. Ich dachte, wäre schon bei der zweiten. Noch lange nicht, wa? So sei es. Du. Und vor allem eben die Erklärung, zu sagen, ja, du hattest vorher mal alle Herzen, die wurden dir genommen. Und so kriegst du die halt wieder nach und nach zurück. Wir haben jetzt überhaupt, warte mal, 3, 6, 9, 12, 15. Aber erst 18, warte mal, muss anders zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jetzt sind insgesamt 30 Herzen, wieso? Nach 15 würde es irgendwie umbrechen auf der anderen Ebene. Okay. Nevermind. Ganz einfach ein bisschen zu doof, keine Ahnung. Okay, entweder das mal gemacht, dann schnell zum Untergrund. War hier, oder? Ich könnte eigentlich auch mal eine Teleport mit Medaillons nutzen, die wir haben. Ich halt schnell an einen gewissen Ort, wo mich hin teleportieren kann. Gerade beim vergessenen Plateau wäre es so eine Option. Jo, nee. Oh. Das reine Sonalium, da kann ich rein ruhig eine große Menge nehmen. Ja, jetzt müssen wir eigentlich draußen wieder irgendwie übernachten, wa? Also auf der Overworld tatsächlich einmal übernachten, damit sich die wieder auffüllen. Das ist leider so. 34 von denen. Ja, großen Nanium ist halt schon am geilsten, wa? Weil du am meisten dafür kriegst. Also das farmen oder in meinem Fall noch duplizieren, macht schon am meisten Sinn, ne? Ich muss leider einfach mal so sagen. So, das heißt, ich kann eigentlich momentan noch eine Batterie erweitern, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann passt er wieder von der Folgenlänge. Also nachher bei etwa 40 Minuten wieder mal. Das ist super, und kann ich mich dann offscreen ein bisschen darum kümmern, um den Lichtdrachen zu finden. Weil ich ihn habe, wird die nächste Folge wird dann halt ein bisschen specialmäßig sein. Das heißt, Lichtdrachen oder erst einmal gucken, wie kommt man zum Lichtdrachen am besten hin und dann eben, wie farmt man am besten seine Materialien. Wir brauchen zwar nicht viel von ihm, jeweils 2 Stück, glaube ich, von jedem Teil, also sag jetzt mal von der Klaue, Schuppe und so weiter, nur 2 Stück. Aber trotzdem, es summiert sich halt. Oh, es blitzt immer noch. Nö. Einfach nö. Ah, sind die Irrlichter, wa? Muss auch mal machen. Ja, okay, ist gut. Ich wechsle mal die Ausrüstung. Ich hab doch... Der Bogen ist nicht das Problem. Natürlich ist das Marshall das Problem, was elektrisch ist. Ist klar, Junge. Ist bald Sonic, mir ist kalt. Die Gespräche von diesen NPCs. So, du
können wir noch eine Batterie machen, oder? Hat zwar nur genug für eine, aber immerhin. Eine Zusatzbatterie. Tschüp. Und damit 3 komplette. Oh, 5 fehlen mir ein noch für die komplette Leiste. Ja, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sage, farmen. Farming, Farming, Farming. Ja, es geht alles übers Farmen. Oder halt übers Duplizieren, ne? Mein Groß- und Klein im Duplizieren ist jetzt auch nicht so das Problem. Wenn man wie ich jetzt noch die Version 1.1.1 hat. Brunnen in der Nähe. Was, gibt's einen neuen Brunnen? Ich hoffe, das ist nicht allzu weit weg. Wohin führt mich bloß mein Sensor Plus gerade? Möwendorf-Ruinen. Stimmt das? Neu? Aber dafür mit per Wohl gewaschen. Entschuldigung. Paar Fische, eine Route, das Ding. Noch was Neues entdeckt, wa? Wo haben wir Bombies, Bombies, Bombies. Lecker Bombies. Ja, was haben wir sonst noch Schönes, was ich kombinieren könnte? Können wir erstmal den hier nutzen. Die Ausbeute ist so lala. Weil den da oben muss ich so oder so einfach runterschießen. Nun, Bernstein, ernsthaft. Okay, hat auch 0 gelohnt. Also. Würde ich mal sagen, dann gehen wir sogar zum Stall zurück, weil da will ich ja dann. Oder würden wir dann ja von hier aus uns dann hier in die Richtung begeben, war? Und zu den Suras gehen. So, wir spenden es übernächste Folge soweit wäre. Die Brunnen einfach nur so markiert werden und gar nicht anders, finde ich irgendwie auch schräg. Also weißt du, einfach so mit dem Häkchen dran und denken, ja, hast du ja erforscht. Apropos Brunnen ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Kann man hier noch zur Brunnentante gehen und sagen, jo, ich habe noch ein paar neue entdeckt. Wir haben mittlerweile 72 Schreine, ja. Sind, glaub noch nicht die Hälfte. Ich glaube, es waren 150 insgesamt. Ja, es ist noch viel zu tun. Immer noch nach wie vor viel zu tun. Also nur täuscht mich. Was ganz cool wäre. Wo ist die Brunnentante? Also gar hier unten, ich weiß gar nicht mehr. Warte mal, falsches Schild. Ach, 9 ist schön. Doch ist die hier. Angenehm kühl ist an der heißen Tagen. Ja, gut, das stimmt zwar. 4 weitere Brunnen.
26 weitere Brunnen. Wobei eben, wir waren noch nicht in Kakariko, bei den Soras noch nicht und dann noch nicht bei den Gonen, also sicher noch ein paar übrig, aber ich glaube, ein paar muss ich echt noch suchen gehen. Gut. Wir haben das, Freunde. Wir schauen noch mal ganz kurz hier bis zum nächsten Tag, das kann ich aber offscreen machen. Da gehen wir zum Weißdrachen, Lichtdrachen. Also, ich hoffe, dass ich ihn finde. Ja, wird schon. Wir werden halt... Da können wir das Spiel speichern, zwischendurch und einfach mal mit unserem Hover einfach mal schnell entgegenfliegen und dann gucken. Je nachdem, wo ich sie gerade finde und dann weiß ich, wo es ist, kann ich schnell hin teleportieren in der Nähe und dann die Folge dann starten. Doch, ich glaube, das geht ganz gut, das müsste so funktionieren. Also, Freunde, ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, was auch sonst. Bye, bye.